Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Wir befinden uns hier in Der Schwarm, einem neuen Gebiet, wo wir gerade am Erkunden sind. Wir sind hier irgendwie in einem, wie soll ich das sagen, Bienennest. Und ich stehe gerade hier kurz vor einem Bosskampf, den ich in der letzten Folge ziemlich auf den Keks bekommen habe, weil ich keine Ahnung habe, was uns erwartet. Aber ich würde sagen, jetzt ist es soweit. Und jetzt sind wir dran mit Austeilen. Let's go! Ich muss ein bisschen ausweichen. Ich muss mich hier nicht unbedingt treffen lassen. So, wir haben ja die letzte Folge wunderschön Seelen eingesammelt, dass ich mir gut kann einheizen kann. Die Stacheln wieder. Oh, ich habe gedacht, ich komme noch durch. Okay. Ah! Das hätte jetzt nicht müssen sein. Er teleportiert sich immer an die falsche Stelle an. Ah! Oh. Schnell nachfühlen, aber das funktioniert nicht so, wie ich will. Ja, es war klar, dass mir jetzt noch eins auf den Zipfel haut. Aber wenn da so viele Flüge aufs Mal unterwegs sind, habe ich doch gar keine Chance, mein Leben nachzufüllen. Oh, 2 Leben. Ah, wieso muss jetzt der Stachel mich treffen? Es ist unglaublich. Der Gegner ist gerade so unglaublich nervig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ich würde an dieser Stelle sagen, wir machen zuerst mal etwas ganz Besonderes. Und zwar, ich glaube, ich nehme etwas anderes mit. Ich muss mich dort nochmal anwagen. Erstens muss ich sowieso meine Seele wieder einsammeln. Und zweitens muss ich gerade überlegen, den Geoschwarm auslassen und dann den Zauberbändiger mitnehmen. Und zwar spielt der Wunsch des Seelenheiligtums wieder, Seele zu beherrschen und verbessert die Zauberfähigkeit des Trägers. Dass wir uns wirklich mehr darauf konzentrieren, die meisten gegen den Latz hauen. Das Problem ist jetzt eher, ich habe nichts, um meine Seelen anzufüllen. Ich kann mir überlegen, meine Stinkwolke mal wegzutun, dafür Larvenlied noch mitzunehmen. Ich glaube, ich probiere es mal jetzt mit dieser Kombination. Den Kompass brauche ich leider, weil sonst finde ich den Weg ganz und gar nicht mehr. Und würden wir es jetzt in dem Anlauf nicht mehr schaffen, dann würde ich mich jetzt weiter auf die Suche begeben. Dann würde ich sowieso noch mal zu unserer Sockelverkäuferin gehen, um mal mehr Sockel zu posten. Wir haben ja so viel Gold auf uns und wir besitzen ja eigentlich keine Bank mehr, wo wir das können, also Geo, wo wir das können zwischenlagern können. Da unsere Bank war ja Diebin und der haben wir ja drüber dann eins auf den Keks gehauen. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, der Weg dorthin macht mich jetzt schon wieder fertig. Jetzt muss ich wirklich probieren, bei dem mehr mit dem da zu arbeiten. Jawohl. Jawohl. Ah, ich denke, es zieht dann auch mit auf. So, weil da unten in der Qual bin ich eigentlich froh, wenn wir das mitnehmen. Jetzt habe ich halt keinen Geoschwarm dabei, der das ganze Münz mit einsammelt. Aber dafür haben wir jetzt ein bisschen mehr Zauberkraft. Ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte uns am meisten bringen. Und sonst würde ich wirklich sagen, mache ich mich im nächsten Anlauf, wenn wir jetzt den verkegeln würden, den nächsten Anlauf, dann mache ich mich auf nach Mistmund und dann gehen wir schnell ein bisschen etwas einkaufen. Ja, komm, einmal durch da. Hä, habe ich nicht getroffen? So. Kommt alle. Ja, ja, kommt. Schön in Reihe und Glied. So. Voilà. Ah, der Formel 1-Fahrer da wieder. Ah, es ist so klar, dass der mich verwünscht. Selbst mit verbessertem Nagel habe ich hier in dem Lampenproblem. Es ist unglaublich. So, liebes Leben nochmal nachfüllen. Wenigstens haben wir am Formel 1-Fahrer noch schnell eins auf den Keks gehen. Ah, wieso tauchst du jetzt wieder so ein Formel 1-Fahrer auf? Sogar 2 von denen. Huppa!
Haben die keine anderen Hobbys? So. Ich glaube, die haben keine anderen Hobbys. Die haben jetzt wirklich gar keine anderen Hobbys, als mir gerade momentan gegen den Keks gehen. So. Nein, nicht die, nicht die. Oh, die Dickeren sind fast noch eins schlimmer als die Formel 1-Fahrer. Wenn wir das mal so ehrlich sagen. Die gehen sowas von eins ab und die geben mir Schaden bis am Bach runter. Oita! Aber das ist genau jetzt... Ach, weißt du was? Jetzt langt's mir. So, jetzt füllen wir schon 2 Leben an. Das Problem ist, der ist so stark, ich kann dem gar nicht ausweichen im Großen und Ganzen. So, jetzt hauen wir von denen nämlich ab und dann muss ich in die andere Richtung. Oh, jetzt habe ich mich fast wieder vom kleinen Flügel da verwutschen lassen. Ah, die sehen wir fast nicht da. Die sind so versteckt in dem Dunkeln rein. So, ich sage ja, der Weg dorthin ist fast am mühsamsten. Also der Kampf kommt mir einiges leichter rüber, als gegen die da zu kämpfen, ehrlich gesagt. Weppa! Wie weit der auch immer fliegt. Ich glaube, ich bin eh gerade am falsch laufen. Aus Hektik raus. Eben, und ich kann dann nirgendwo mein Leben in Ruhe anfüllen. Weil es kommt ein Bienen nach dem anderen, wo man da gegen den Strich geht. Darum würde ich sagen, ich glaube, wir sind richtig. Ich bin nicht unsicher, aber ich glaube, wir sind richtig. Jawohl, wir sind richtig. So, sind wir so weit, um dem anderen eins auf den Deckel zu hauen? Ich glaube schon. Und sonst haben wir ja unseren Plan, den wir machen wollen. Ah, ich muss da... Nein, ich habe den falsch gedrückt. Ah, es geht noch nicht zu, das Geländer. Okay, wir können hier in Ruhe unsere Seelen einsammeln. Weil 5800 Geo verschwenden, das würden wir wirklich gröber gegen den Kick. Ich versuche mich mal da durchschießen. Oh, jetzt ist er schnell zugegangen. So hat nicht funktioniert. So, und jetzt stelle ich mich noch dümmer als am Anfang. So, ruhig Slowdown. Ah, ich dachte, er ist schneller. So. Nein, wieso? Der landet immer in meiner Bahn rein. Das ist das Mühsame. Ah! So, Leben anfüllen, bevor da die kleinen Viechli auftauchen. Ah! Jetzt ruft er die natürlich im allerblödsten Moment. Bitte! Wie viele Phasen hat er überhaupt? Das wundert mich als nächstes. Epa, nur noch 2 Leben. Nur noch 1 Leben. Jetzt kommen die wieder. Oh! Und tot. Ach, ich glaube, ich stelle mich dümmer an, als es wirklich ist, das Grosse und Ganze. Aber ich, ganz ehrlich gesagt, würde mal sagen, wir machen uns sonst zurück auf den Weg nach Mistmund, weil ich glaube, wir müssen vielleicht noch 1, 2 bessere Sachen finden, um vielleicht gegen den anzukommen. Vielleicht bin ich einfach auch zu schlecht dafür, aber was soll's. Ich wollte mich jetzt nicht die ganze Zeit damit befassen, die meisten Keks zu hauen. Ich glaube, vielleicht ist es einfach besser, in einem späteren Moment wieder zurückzukehren, um ihm dann einmal eins auf die Rübe zu geben. So, verlassen. Vielleicht brauchen wir einfach ein bisschen mehr Leben, oder ich brauche einfach noch ein bisschen mehr Spielskill, würde ich jetzt einmal sagen. Daher machen wir uns zurück zu unserem Hirschkäferweg und ab nach Mistmund. Ja, noch weiter runter, glaubst du? Ja, komplett runter. Nein, komplett so, hä? Noch weiter runter. Jawohl, und da aufwärts. Okay. Hey, die Bienen sind wir wirklich ein bisschen hektisch unterwegs gewesen. Das Gebiet hat mir jetzt gerade schon ein bisschen zu arbeiten gemacht. Aber ich hoffe, dass wir es dann beim nächsten Anlauf oder beim nächsten Mal dann noch anbringen. Aber wenigstens haben wir jetzt schon mal einen weiteren Weg gefunden. Dann würde ich sagen, reisen ab nach Mistmund. Dann können wir ja mal oben unsere Seele wiederherstellen lassen, mit einer ganzen Geil, weil wir besitzen ja schon ein paar davon. Also nicht gerade wenig, würde ich jetzt mal behaupten. Daher, hoppla George und los geht's. So. Dann können wir jetzt zuerst mal unsere Seele nachfüllen, also wieder zurückholen.
Dann gehen wir mal pösteln. Also schauen wir mal nach, ob das irgendetwas Spezielles Neues für uns hat. Und sonst wüsste ich, an welchen Ort ich gerne mal würde gehen. Ah, hallo, mal wieder. Wie ist es dir gegangen? Kommst du zu mir, weil du etwas bedauerst? Lass mich doch einmal in dich hineinblicken. Ah, ich sehe die Sorgen, die du zurückgelassen hast. Ein dunkler Fleck, umgeben von goldenem Licht und einem emsigen Schwarm weit weg von hier. Ich kann deine Sorgen zu dir zurückholen, wenn du mir leckeres Essen gibst. Ein ranziges Ei geben, jawohl. Dieses Leckerbissen werde ich sehr genießen. Wie versprochen werde ich jetzt mit dem Ritual beginnen. So, dann haben wir unsere Seelen nämlich auch schon wieder zusammengestellt. Ich glaube, das ist jetzt gerade momentan der leichteste Weg, den wir uns gönnen können. Ich glaube, andersrum wäre es einfach gerade momentan ein bisschen schwierig. Und eben jetzt die ganze Zeit gegen den Boss kämpfen, das würde mich ein bisschen reuen, die Zeit so verschwenden. Darum eintreten. Schauen wir mal, ob wir da noch etwas Neues finden. Einkaufen! Nein, die hat noch nichts Neues für uns. Dann schauen wir noch schnell im anderen Laden an. Und sonst weiss ich schon, wo es mich antreiben. Eintreten! Ja, aus dem Schwertmeistersli. Die hat natürlich auch noch coole Sachen da auf Vorrat, wie Laufmeister, robuster Panzer. Das Leben im Highlands kann hart sein, man wird verprügeln und steckt viele Treffer ein. Dieses Talisman gibt dir mehr Zeit, um dich zu erholen, nachdem du Schaden genommen hast. Nützlich, wenn du dir in Klemme sitzt und entkommen musst. Oder wir wollen wirklich nochmal ein Gefäßteil posten. Die Frage ist jetzt einfach, wie viele Gefäßteile habe ich eigentlich schon mal zusammen? Ja, da würde wirklich nochmal eins fehlen. Aber ich würde sagen, wir kaufen das mal, wenn wir wirklich einen guten Vorrat auf Geo haben. Dann fehlt das nämlich wirklich auch nur noch eins, damit wir eine Kamera noch Seelen mehr auf vorher haben. Danke dir vielmals, Sly. Wir machen uns auf den weiteren Weg, denn ich will mein Geo vergöden. Darum, jetzt müssen wir ganz kurz schnell schauen, wenn ich mal schnell stehen komme. Ich glaube, es ist schon fast am besten, wenn wir da... Ja, machen wir auch. Okay, eintreten. Let's do it. Machen wir uns ab in die vergessene Wegkreuzung. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben noch nicht so viel erkundet, wie wir eigentlich erkundet haben. Also ich glaube, da kommt noch einiges mehr auf uns zu, als ich wirklich erwartet habe. Darum würde ich jetzt mal sagen, gehen wir uns jetzt einfach zuerst mal ausrüsten und dann schauen wir nach, was wir als nächstes vorhaben. Ah, nicht die, Alter, da muss man noch so näher auf die Perle rücken. Du bist doch so ein kleiner Satansbraten. So, la. So, füllen wir schnell mein Leben einmal kurz an. Der spuckt hier um. Achtung, der spuckt um. Achtung. Oh, jetzt hätte ich noch... Ich habe vergessen, meine anderen Sockel noch mitzunehmen. Ich nudle. Jetzt muss ich schauen, dass ich das nachher noch schnell mache. Schnell hier ein kurzes Päuschen. Zwischenstopp. Ah, warte, da hätte ich sogar ein Bänkchen drin. He? Ach komm, ich mache mich schon auf den Weg zum... Aber zu unserer Händlerin. Da hat sie auch ein Bänkchen auf Vorrat. Muss ich mich da nicht... Da hören wir sie ja schon. Oh. So, dann würde ich sagen, nehmen wir das nämlich wieder raus. Nehme ich wieder meinen Geoschwarm mit. Und unser stabiler Körper. Keine Ahnung, der sagt mir auf gewiss. Lieber die Pracht des Nagelmeisters. Komm, ich probiere mal die Pracht des Nagelmeisters. Vielleicht bringt uns das einigermaßen mehr. Schauen wir das mal an. So, Sally. Da hat sie wieder neue Sachen zu verkaufen für uns. Und zwar einmal Schnellfokus. Mit dem können wir schneller unseren Fokus zusammensammeln. Ich würde sagen, das posten wir einfach mal. Und dann kaufen wir dann noch unseren nächsten Sockelplatz. Und dann können wir gerade noch direkt nochmal einen Talisman-Sockel posten. Ich glaube, mit dem sind wir schon mal gut. Was ist denn das? Mein Segen. Ein besonderer Gegenstand für Leute, die Talismanen so sehr lieben wie ich. Sobald du 40 Talismanen besitzt, verkaufe ich ihn dir gerne. Du brauchst nur noch 15 weitere. Sammle weiter. Ja, das muss aber recht interessant sein, du. Danke dir vielmals. So, jetzt haben wir einen rechten Batzen an Geo wieder ausgegeben. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat es sich gelohnt, weil jetzt können wir wirklich eigentlich coole Sachen mitnehmen. Jetzt haben wir so viel Platz. Jetzt ist schon wieder die Frage, ob ich den hier rausnehme und uns zum Beispiel den da mal rein tun. Da haben wir so ein Schild um uns herum. Das ist natürlich, glaube ich, auch noch ziemlich nice. Aber ich weiß nicht, ob das nur gegen Schüsse hilft oder auch gegen andere Sachen. Aber wenigstens haben wir jetzt wirklich genügend Platz, um einmal gute Sachen mitzunehmen. So. Die Frage ist wirklich, soll ich etwas anderes mitnehmen als den hier? Zum Beispiel schneller Hieb wäre noch etwas. Eben schneller Fokus natürlich auch. Erhöhte Geschwindigkeit in ihre Seelen fokussiert wird und erlaubt es den Träger so, Schaden schneller zu heilen. Das wäre natürlich jetzt ziemlich praktisch gewesen bei dem Gegner, den wir jetzt gerade haben. Naja, ich will mal sagen, wir lassen es so stehen. Und wisst ihr was, wenn wir gerade schon da sind und ich würde schaffen, da raufzukommen, einfach da aus schaffe ich das nicht, würde ich sagen, ich würde mich eigentlich gerne mal nochmal in die Kristallspitze begeben.
um den kleinen Jump'n'Run auszuprobieren, den ich jetzt jedes Mal schon gefailt habe. Und mal schauen, ob ich ihn das mal vielleicht einigermaßen besser anbekomme als auch schon. Muss ich gerade mal schon schauen. Ist auf der grossen Karte, ob wir von da aus überhaupt dorthin kommen. Nein, von da aus kommen wir nicht dorthin. Ah, Mann! Das heisst, ich muss wirklich nochmal zurück komplett auf Mistmund und von dort aus her. Warte, aber ist der Hirschkäferweg näher? Da könnte sogar noch ein bisschen näher sein. Ja, egal. Machen wir uns nochmal zurück auf Mistmund und ab in die Kristallspitze. Ich wollte nämlich dort unbedingt mal den Jump'n'Run noch anbekommen. Ui! Ach du Scheiße, ist das... Die Attentäter, die sind einfach eins zu viel für mich. Eppa! Und ich kumpe natürlich genau rein. Wo ist mein Schild? Schütz mich! Hey, so. Fülle ich lieber mal kurz mein Leben an. Also wenn ich mein Leben anfülle, dann ist es ziemlich schnell unterwegs, mein Schild. Aber mich wundert, es macht das auch Schaden. Oh! Mann! Ich hätte mir besser überlegen. Mich wundert es wirklich, ob das Schild einigermaßen etwas bringen kann. Okay. Zurück nach dem Hirschkäferweg. Wäre eigentlich gerade schnell da oben. So, muss ich nicht da einen riesen Umweg machen? Nein, falsch. Hä? Ah, da ist versperrt. Darum bin ich alles außenrum gegangen. Ich nudle. Ich habe wieder nichts studiert. Oh Mann. So. Müssen wir nochmal ganz kurz schnell zurückgehen. Aber den sacke ich mir noch schnell ein für den Weg. Den können wir sicher gut gebrauchen. So. Der Löli ist wieder mal unterwegs mit keinem Plan, wo er durchgehen soll. Wir müssen nämlich hier rauf, genau. So, dann müssen wir schnell einmal alles rundherum gehen, dass es da halt alles verseucht ist. Ah, unser Schild macht wirklich auch Schaden, wenn es irgendwo reinfliegt. Das ist natürlich auch ziemlich nice, aber ich weiss halt nicht, ob es wirklich allzu viel bringt. Und dann klappt es immer so ein bisschen zusammen. Ja, mich wundert es jetzt einfach mal. Ich nehme es jetzt einfach mal mit und dann schaue ich mir die ganze Geschichte. Opa, ich vergesse immer, dass die jetzt schiessen und nicht mehr Dings werden. Ich glaube, ich fühle mir jetzt lieber. Nein, bis zum Bänkchen schaffe ich es jetzt noch nicht, mich zu heilen. Dann kann ich auch wirklich schnell gemütlich aufs Bänkchen hocken, da muss ich nicht extra unsere Seele verschwenden, wenn wir schon einigermaßen genug beieinander haben. Und dann würde ich sagen, dann machen wir uns nochmal auf den Weg. Oder wenn wir etwas anderes... Nein, komm, wir machen das. Ich wollte das jetzt mal gemacht haben. Der kleine Jump'n'Run. In der Hoffnung, dass ich das mal anbringe. Das wird lustig. So. Dann würde ich sagen, ab in die Kristallspitze. So, was mich noch interessieren würde, ist, ob der da vielleicht uns noch etwas zu erzählen hat. Also da tue ich sicher mal noch schnell abspeichern. Hast du noch etwas zu erzählen? Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas je sehen würde. Die Hirschkäferstation hat geöffnet. Das Gebäude ist stillgelegt, seitdem ich mich erinnern kann. Oh, ich habe die Geschichten der glorreichen Linien gehört. Ein Netz aus Tunneln durch das Königreich. Nicht, dass ich damit reisen würde, lass dir das gesagt sein. Mir geht es genau hier ziemlich gut. Dann geniesst du deine Ruhe da oben in der gemütlichen Stadt. Mich wundert es aber immer noch, ob das Haus da aufgeht irgendwann, oder ob wir irgendeinen Händler noch finden müssen. Aber ich würde sagen, das finden wir dann immer noch im Verlauf des Spiels raus. Wir haben ja noch einiges zu erforschen. Also, let's go! Ab in die Kristallspitze. Mal schauen, ob ich das mal mich nicht so dumm anschlage. Das ist einer meiner Hass-Jump'n'Runs bis jetzt. Mal schauen. Also den Weg bringe ich sowieso noch gut an. Da mache ich mir jetzt eigentlich noch keine Sorgen. Ich mache mir erst später Sorgen mit diesen kleinen Viecherli. Ich hoffe jetzt immer noch, dass wir denen einen One-Hit auf den Deckel hauen. Ah, da hätte ich müssen drüber dingseln. Ah, Mann. So geht es natürlich auch. So, einmal durch bitte. Nein. Das mal sind wir die Formel 1 fahren, nicht die anderen. Und dann müssen wir uns eigentlich einmal kommen. Wow, mit dem können wir auch die kaputt machen. Ah, was? Das ist natürlich ziemlich nice. Ich glaube, ich muss mich einfach ein bisschen mehr darauf konzentrieren, denn den gut einsetzen, das Schild. Mich wundert es, wie das rauskommt. Ja genau. Einmal nach rechts. So, ich glaube, wir sind nicht mal so auf dem schlechten Weg. Ich glaube, wir sind richtig.
darf mich einfach noch wieder verlaufen, wie jedes Mal. Nein, abwärts. Okay. Okidok. Okidok. Oh, das ist wirklich nicht schlecht. Also, Schild gefällt mir noch plus minus. Es macht auch schon mal viel mehr Sachen kaputt, als es müsste. Auf dem Weg und so weiter. Aber ich hoffe, es hilft mir auch gegen die kleinen Kreaturen. Ne? Was die mir nicht akzeptieren ist gegen die da. Nein, ich brauche immer noch 2 Hits. Aber mein Schild hat mir geholfen. Also in dem Fall bin ich guter Hoffnung, dass es funktionieren kann das Mal. Genau, jetzt muss ich da einmal komplett alles durch. Das machen wir doch noch ganz schnell. Aber eben, das erste ist mir schon wieder gegen den Keks gegangen. Voilà. Warte, bis das Schild da ist. Genau. Ah! Mühsam, mühsam. So. Aber wir kommen schon mal besser durch als auch schon. So, und dann einmal drüber. Und dann würde ich sagen, wagen wir uns nochmal an den Jump'n'Run. Aber ob wir es das mal anbekommen, das finden wir raus in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst Runde Hollow Knight mit eurem Schweizer. Danke vielmals fürs Einschalten. Und ich würde sagen, bis in die nächste Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Für Hinweise und Tipps einfach in die Kommentare hineinschreiben und nicht vergessen. Danke vielmals. Ich wünsche euch allen einen guten Morgen, einen guten Mittag oder einen guten Abend. Oder Mitternacht, was auch immer, wenn ihr gerade Lust und Zeit habt zum Schauen. Danke vielmals und ciao.